Freunde, wir haben Probleme. Und zwar gewaltige Probleme. Der Todesritter ist da. Jo, wir machen einfach mal schön platt. Also man kann der Arsch. Komm, den kann ich doch sicher weg. Alter. Ja, muss natürlich erstmal treffen, war der Gute. Können wir so einen Überfall reinwürgen. Das würde ihm ordentlich Damage machen. Okay. Du kannst dich nicht bewegen. Ja, schön. Und danach greift er trotzdem an. Aber nicht wirklich Bock drauf. Problem ist, was kann ich hier machen? Ja, Schweifschuss, ihn angreifen, ja, aber greift gerade zurück an. Und tot. Auch nicht ganz so geil. Der ist natürlich auch mit Angriff 43 mit all seinen Dingern, die er da hat. Scheiße. Bin natürlich ein bisschen schwächer dran, wa? Ich müsste ihn übelst kritten, aber natürlich selber noch Crit-Chance. Alter, warum? Einfach mal ernsthaft, wie soll ich den bloß platt kriegen? War das auch stark, aber bei weitem... Ja, nee, das wird nicht reichen gegen den Typen. Scheiße. Ich müsste echt mit dem Strang G mit draufhauen. Problem ist, er hat trotzdem noch seinen verdammten Konterangriff. Also egal was ich mache, der wird trotzdem einfach kontern können und tschüss. Das ist doch kacke, Mann. Kein Plan, wie ich den besiegen soll. Ich muss ihn besiegen, es ist nicht so, dass er einfach stehen bleibt. Nee, der greift auch an. Dunkelsiegel klauen, das wäre eine Option. Problem ist nur, was bringt mir das so viel? Wenn er sicherlich mal abnehmen kann. Ah, das ist der. Ah, eine Sichel. Okay. Was haben wir hier Schönes? Wir haben Klippe, der kommt da nicht vorbei, kann er machen, was er will. Bei denen sieht es schon anders aus. Und vor allem bei dem da. Also da muss man keine Sorgen machen. Ich meine, doch, kann natürlich einfach einen Dorfbewohner da platt machen. Mal ganz kurz gucken. Ich greife jetzt nicht jetzt an, sondern er wird mich vielleicht später angreifen und wird mir vermutlich ziemlich viel Schaden reinkloppen. Der Typi wird vermutlich eher weniger was machen. Oder kann machen. Jo, keine Chance. Da heißt's. Ja, ich weiß, er hat ja da so seinen verdammten Vorteil, das ist mir alles bewusst. Aber ich muss doch da irgendwie jetzt mal was machen können. So oder so kann er den einfach mal wegkloppen. Genau, weil sie verschwinden ja, sobald der Gegner besiegt wurde. Problem ist einfach dieser verdammte Stahlbogenfuß. Wenn ich jetzt mit Ingrid da hingehe und den platt mache, was geht, das ist gar kein Thema. Aber dann... Ich kann ihn sogar instant killen. Ne, nicht mal. Ich kriege nicht mal instant klein. Alter. Muss ich aber, wenn ich den noch retten will. Ich muss da... Scheiße, Mann. So, ich meine, klar, er ist im Wald. Die Chance, dass die anderen ihn treffen, ist deswegen geringer. Er geht immer noch auf ihn los. 90%. Trotz allem Trefferquote, das ist ein Scheiß. Ja. Wobei, so hoch ist die gar nicht mal, wa?
Trefferchance 63 und trotzdem wäre es kein totaler Kill. Und ich wäre jetzt sogar im Wald noch. Soll ich es riskieren? Ich meine, ja, er zieht mir verdammt viel ab, wenn es schief geht. Aber klappt könnte es halt trotzdem. Nachher aber Ferdi auch da oben und dann ist sowieso besser. Ja, natürlich könnte ich jetzt abhauen, aber was bringt mir das? Egal wo ich hingehe, der will mir sowieso treffen. Ja, so viel dazu. Was ich jetzt hier machen soll, ich habe keinen Plan, ganz ehrlich. Der greift mich an und dann ist Ende im Gelände. Gehe mit ihr schon mal Richtung Truhe. Kann mal versuchen, mit Raphael darüber zu kommen, im Sinne von, dass ich mit Raphael ihn abblocken kann, aber die Chance ist eher gering. Ja, Kaspar, das läuft nicht so, wie es sollte, ich weiß. Du hast Unterstützung. Ja, natürlich die Magie. Nosferatu ist zwar auch cool. Kein Plan, was wir in Todesritter machen. Fadrin einsetzen, wäre glaube ich auch nicht so die beste aller Ideen. Nur mal seine Truppen anlocken. Oh je. Wenn das nur gut geht. Ich hab's aber nicht Zweifel, ich weiß auch nicht warum. Sehr gut. Komm schon, weich aus! Ach, Scheiße. Der Plan da oben geht zumindest schon mal auf. Das freut mich doch sehr. Wenn ich jetzt langsam ein bisschen viele gegnerische Truppen habe, womit nicht zu rechnen war. So. Mache ich so oder gegen den Typen? Sie hat Stärke 15, er hat auch Stärke 15, aber natürlich die stärkeren Waffen, wa? Speed 21, Speed 14. Speed 13, könnte vielleicht trotzdem klappen. Oder mache ich es ganz kulti und sage mir einfach, hey, erstmal den Typen da platt machen. Und ich kaum treffe. Ne, der kommt nachher Linhard, weil der kann ihn, wenn er trifft, sowieso nicht killen. Also kannst du machen, was du willst, es wird einfach nicht funktionieren. Aber der Magier hier muss weg. Ich muss langsam einen göttlichen Pulswert einsetzen. Habe ich ja auch noch, war noch nie eingesetzt. Ja, so ein verdammter Langspeer.
Bisschen doof, weiß aber genau, was ich machen soll. Handicap bringt mir jetzt hier auch nicht sehr viel. Strategie im Einsetzen, wenn nachher alle betroffen sind, ja, und dann wäre der eigentlich noch tot, okay. Das können wir versuchen. Sehr gut, die Werte gefallen mir. Schon dahin? Nee, okay. Der macht sowieso kaum Schaden. Okay, gut. Dann. Ja, kann ich mehr machen hier, ist doof. Jetzt hoffen nur, da wird nicht ausweichen, da ist mir klar. Aber ich hoffe, dass er dem Angriff hier ausweicht, sonst muss Reta nochmal einen göttlichen Puls einsetzen, zum ersten Mal überhaupt. Weil ich will das irgendwie hinkriegen, das muss funktionieren, Freunde, ganz ehrlich. Sagen, was ihr wollt, sonst muss ich halt Ingrid halt noch nicht heilen, was ich jetzt vorhin gemacht habe mit Linhard. Und Linhard müsste halt doch irgendeinen Magier killen oder einen Schützen, whatever. Und dass er irgendwie so hinkriege, dass Ingrid ja irgendwie safe ist, trotz allem. Gut. Soviel zu der Theorie. Du kannst da jetzt eigentlich locker hochgehen und die Truhe ausräumen. Wogegen ich hier jetzt ein Problem habe. Immer noch. Der ist halt so ein verdammter Todesritter mit der Reichweite, hast du nicht gesehen. Bewegung 7. Kein Plan, was er da machen soll. Wirklich null. Ah, so geht das. Ich bin mir sicher, wie der göttliche Puls überhaupt geht. Raphael, kommst du mal? Interessant. Ah, einfach nur abhauen, ey. Meine Güte. Sind wir Strategie im Einsatz? Warum eigentlich nicht? So, Kasper, du gehst mal dahin, vielleicht kannst du vermutlich ja hier weniger. Ja, der Mann will keinen Schaden bei Gerald, das war mir klar, aber Gerald wird ihn nachher killen. Oder jetzt schon. Okay, der Plan ging jetzt so weit auf. Der Ritter bewegt sich relativ wenig, wa? Ich wusste, dass der auch mitkommt, der hätte meine Magier ausgepackt. Nein, du bist eine berittene... Bestimmt vor allem, das ist eine berittene Einheit. Dann hätte ich doch... Also einen Streik holen, wa? Kann nicht irgendwo... Ja, keiner von uns, wa? Eine Waffe, die gut gegen berittene Einheiten wäre. Warte mal, der könnte Schamir nutzen. Stimmt, Schamir könnte es machen. Moment, ganz cool, ganz in der Ruhe gucken. Ist das irgendwie noch... Schildkrötenpanzer, dankeschön. Okay. Raphael, dein Typ ist gefragt. Theoretisch könnte er angreifen, aber macht es sowieso nicht irgendwie. Kein Plan. Vorrat. Vorrat. Habe ich nicht irgendwo... Hey, ich hätte schwören können, ich hatte ihn irgendwo.
Wird irgendwo ein Ritter tot? Mann! Panzerbrecher, okay. Der Kralans, ja, Monster wird vermutlich bei ihm nicht funktionieren. Leider. Eisenbogen, Meisterlanze, Meister wäre jetzt auch cool. Jetzt schwören, ich hab so eine Waffe. Wohl irgendwo mal verbraten oder so, kein Plan. So, Kasper, ja, kein Plan, was du machen sollst, Kumpel. Kannst momentan nicht viel machen. Das war ja im Hintergrund, ey. Nee, warte mal, war der Ritter tot die Waffe, die ich eigentlich noch hätte kaufen können? Im Lager, beziehungsweise im Dingsbums, Sortiment, whatever. Und ich es getan habe, weil er einfach doof war. So, jetzt kill den endlich mal. So. Wir gehen mal aus dem Weg. Jetzt greifen sie ihn an. Jetzt mal Zeit, dass ich erstmal den da hinten ein bisschen beschütze. Aber nicht irgendwie. Ich hab doch nicht. Ich dachte. Ich dachte wohl falsch. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas, mit dem ich da ein bisschen ja, was machen könnte. Scheiße. Okay, Pferde, du brauchst dringend irgendwie ein Maisland, sondern eher halt. Scheiße. Ritterschreck, ja, nee, da hat nun gerade so ein Ritter tot. Oder irgendwie. Ja, eine andere Waffe, mit der er die Rüstung durchstechen kann. Ja gut, die Frage ist, sollte da überhaupt sowas jetzt machen? Oder sage ich einfach, kommt doch, wenn ihr Bock habt. Machen bei ihm ja eh nicht viel Schaden, dann kann er einfach da abwarten. Währenddessen brutzelst du die mal ein bisschen. Einer weniger. Dann kommt der. Okay, hier wäre er soweit gesaved. Der kann nicht mehr viel machen oder vor allem falsch machen. Drüben hingegen schon, das wäre richtig lustig. Ich meine, klar, jetzt kommen die alle runter, natürlich schön. Theoretisch könnte ich jetzt also da rüber gehen und sogar rüber fliegen und so. Die haben natürlich alle nicht irgendeinen Truhenschlüssel. Ah, hätte ich doch mal irgendwie den Truhenschlüssel mitgegeben. Aber im Wechsel trotzdem wieder viel. Ja, so. Erstmal hier oben jetzt endlich aufräumen. Theoretisch kann er natürlich auch schnell den Kommandanten besiegen, wenn es überhaupt gehen sollte, weil er ist auch ziemlich mächtig. Aber ob das ja das Rätsels Lösung ist, um Ritters Tod aus dem Weg zu gehen, ich weiß nicht so recht. Ich hatte so meine Zweifel, dass es so clever ist. Aber eben, müssen wir mal gucken. Er ist 18, oder? Und der Arsch ist 24 vom Level her. Wollt ihr mich verkackeiern? Geht immer auf Michael los, wa? Hm. Also sie kann theoretisch auf die anderen platt machen und dann greift man gar nicht an. Das wird garantiert nicht funktionieren, weiß ich jetzt schon. Er killt mich nicht mal. Also zumindest ohne Ding, logischerweise. Er wird mich schon killen.
Scheiß Crit-Chance, hey. Durchbruch. Wiesel flink. Guck mal an, damit wäre seine Ding weg. Eine Crit-Chance. Wenn er keine Crit-Chance hat, ist schon mal geil. Ich kann natürlich mit Raphael auch sagen, hey, ich booste auch mal Michael Stärke, was er geht. Dann habe ich ihm die Hucke voll. Und auch mit ihren Strategien einsetzen, kann er sich nicht mehr bewegen und dann kann ich mir richtig eine reinzimmern. Ja, was eine doofe Idee war, theoretisch. Ja, weiß ich schon, aber ist mir ziemlich egal. Hä? Hat doch eine Strategie abbekommen, warum kann sich ihn noch bewegen? Der geht mir auf den Sack, der Alte. Das greift nur einmal an, aber Stahlpanzer könnte ich ihm zweimal reinzimmern. Klar, er hat 20% Crit-Chance, ob er die auch nutzen kann, ist natürlich die andere Frage. Das könnte ich vielleicht für einen Final Hit nutzen. Ja, wären ja auch tot, das wäre keine Option. Hä? Ist er geheilt? Nee, man kann sagen, ne? Ja, ich weiß, nur 2 Schaden gemacht, aber ich dachte eigentlich wäre irgendwie, keine Ahnung, was ich dachte. Meisteraxt. Meisteraxt und Monsterbrecher wäre weg. Okay, so oder so, ich muss erst mit Michael da ordentlich reinzimmern. Und hoffen, dass er keinen Crit landet. Weil dann reizt, dann kann ich ihn killen. Nö, bist nicht würdig. Jemand getroffen hat, der Arsch. So, und jetzt bist du down. Spüre meine Meister! Was? Hey, vorhin hat's gereicht. Du kannst verkackeiern? Ah, jetzt. Oh, die sauer. Und tschüss. Ritter des Todes. Das nicht lachen. Dunkelsiegel halten. Geil, Mann. Ah, jetzt kann ich es ein bisschen gemütlicher nehmen. Gott sei Dank. Oh Mann. Wobei, also zu gemütlich natürlich nicht, dürfen wir nicht vergessen, weil wir haben hier noch andere Typen. Der mit Sichern und so, das heißt jetzt nicht, dass die irgendwie schwach sind, weil der da momentan gar nichts machen kann. Der hier. Der greift da an. Was machen die hier? Ah, scheiße, ich wollte eigentlich gerade den hier angreifen, weil ich mir dachte, hey, der kann nichts machen und greife einfach schnell den an. Mercedes, tut mir leid, aber du hast mir zu wenig Verteidigung, dass ich so etwas riskieren würde.
Bei weitem zu wenig. Trotzdem. Oh, die bringt doch nicht so einen langen Punkt. Nee, passt schon. So, Todesritter erledigt. Ich hatte natürlich auch Glück, dass ich nicht gekriegt habe bei Michael, sonst wäre es dümmer gelaufen. So. Ingrid, danke für deine Hilfe, aber den Rest kriege ich jetzt alleine hin. Yoshi, 助けられるだけ助けたな。あとはソロンだ。あいつを引っ捕らえるぞ。 Wir haben alle gerettet, würde ich mal behaupten. So, ist jetzt schon mal in Position bei Sonnen. Erst wenn du hier gegen solche durchgedrehten Dörfer drauf gehst, dann war es mit dir. Also dann sag ich Feierabend, Kasper. Ich hab einen Ritter des Todes gekillt. Wie geil ist das bitte, Freunde? Ja, Mann. Okay. Gerald haut ab, weil er sich denkt, du Rest und Erfahrungspunkte lasse ich Michael. Geil, Mann. Also dann, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder bei Fire Emblem Three Houses. Es kann nur besser werden. Ja, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. La 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 la. Yes, Mann. Bye, bye.